Montagabend in der Musikkneipe Charlie in Würzburg. Ein bisschen scheint hier die Zeit stehen geblieben zu sein. Und das liegt auch an ihr, Hannelore Weigand, genannt Lore, wohl älteste noch aktive Wirtin Würzburgs. Aber das hört sie nicht gern. Tausende Nächte hat sie hier bedient. Nachts, da ist die 78-Jährige in ihrem Element. Gott, was fasziniert mich an der Nacht, dass man nicht jede Falte sieht oder irgendwas. Auch die Leute sind schon abends lockerer drauf oder irgendwas. Weil die haben ja jetzt Feierabend, das ist ihre Freizeit, also sind sie schon mal lockerer drauf. Und wenn sie nicht wäre, glaube ich, wäre das Charlie ja auch nicht. Das ist ihrs, wirklich. Ne? Und jeder, der da reinkommt, kennt sie. Für viele ist Lore eine Art Lebensbegleiterin. Seit 44 Jahren betreibt sie das Charlies. Manchmal lernt sie die Kinder von Stammgästen kennen, war beim ersten Flirt dabei. Gern verteilt sie Dating-Tipps. Ich weiß nicht, ob es Tipps oder eher Dating-Befehle sind, wenn sie einem da helfen will. Und genau hier habe ich meine Frau kennengelernt. Es war so schön, ja. Mir ging es nicht so gut. Und wollte ich zur Lore ein Bier trinken und da war die halt hier. Und sie hat ja vor, dass sie mal weil sie hat noch mehr so Fälle wie uns, ne? Dass sie mal einen schönen Abend macht mit lauter Pärchen, die sich da hinten kennengelernt haben. Das wäre natürlich, weil ich sehr viele weiß aus dem Stegreif, die sich hier kennengelernt haben und verheiratet sind. Draußen sind auch ein paar Leute. Ja gut, also meine bessere Hälfte, das ist mein Mann, der Andi. Und wir haben uns hier tatsächlich 2009 hier im Charlie kennengelernt. Sie hat mich gebissen. Auf Verlangen. Also immerhin, wir sind seit 15 Jahren zusammen, seit 7 verheiratet, also was will man mehr? Also, und das alles im Charlie. Kommt Andi mal alleine in die Kneipe, fragt Lore nach, ob alles in Ordnung ist zu Hause mit seiner Frau Uli. Lore ist eben mehr als eine Wirtin. Da, wenn sie Geburtstag hat, da ist die Kneipe immer brechend voll, weil alle der Lore gratulieren wollen. Und das ist einfach schön. Das ist die gute Seele hier. Ja. Lore ist Seelsorgerin, auch wenn sie sich selbst nicht so bezeichnen würde. Sie war bei Beerdigungen von Stammgästen im engsten Kreis. Sie hat Trennungsschmerz begleitet und sich um einsame Seelen gesorgt. Und zwar ganz diskret. Ja, ich frage dann schon immer, geht's dir heute nicht gut, hast du ein Problem? Soll ich Taxi rufen oder soll ich mich um dich kümmern? Sie ist diejenige, die einen Blick hat für ihre Gäste und dabei stets die Etikette wahrt. Bis vor wenigen Jahren hat sie noch in High Heels bedient. Inzwischen blitzen doch gelegentlich Gedanken an die eigene Endlichkeit durch. Und wenn jetzt so weiterredet, so denke ich, die müssen vielleicht auch mal bald Abschied von mir nehmen. Und mich fragen dann sehr viele, wie lange willst du das noch machen? Ich sage, ja, bis man mich rausträgt. Nur der arme Kerl oder das arme Mädchen, mit dem ich gerade zusammenarbeite, wenn ich da hinten, darf gar nicht dran denken. Solche Überlegungen aber wischt sie schnell beiseite. Sie sagt, sie ist nie jemand gewesen, der sich groß Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht hat. Und trotzdem, im Charlies kam sie zur ein oder anderen Lebensweisheit. Wenn du eine gute Kneipe hast und gute Freunde brauchst, kein Psychiater. Ja, erzählst du das? In Amerika brauchen sie alle Psychiater. Da gibt's aber auch so Kneipenkultur nicht, ne? Natürlich kennt auch die resolute Wirtin Nächte, in denen ihr nicht nach Feiern zumute war. Dann waren es das Charlies und die eingeschworene Gemeinschaft dort, die ihr Halt gaben oder ablenkten von ihrem Schmerz. Leichtigkeit ist auch ein wichtig. Und glaub mir, ich habe in meinem Leben schon viel erlebt, auch mit meiner Ehe. Und mir hat wirklich mein Lokal geholfen. Und solange noch nicht klar ist, wer das Charlie irgendwann einmal übernehmen wird, will Lore weiter viele Nächte Herz und Ohren öffnen für ihre Kneipenfamilie.